Ja, Prost, Mahlzeit miteinander. Ich bin's wieder, euer Blasi Baumhackel. Ja, meine hochgeschätzten Zuschauer, heute haben wir mal was zu reden über ein Thema, das immer mehr in Mode kommt. Und zwar sind das Veganer oder auch Vegetarier. Wobei das für mich eigentlich fast das gleiche ist, gell? Also ich meine, ich persönlich verstehe ja Vegetarier jetzt schon nicht direkt. Aber Veganer? Ja gut, da wird es natürlich jetzt gleich wieder einen großen Aufschrei geben, auch gerade von den Veganer, Vegetarier, wie soll ich heißen, dass man da Witz drüber macht, gell, da auf die Barrikaden werden es gehen, gell, das wird ein richtiger Gemüseauflauf, wird das werden. Aber ist ja mir wurscht da. Weil das sind ja mittlerweile Ausmaße, ich muss sagen, da haut da schon ein bisschen der Schuh ab, gell. Also wenn das so weitergeht, dann stehe ich mit meiner Leberkassemme jetzt auch bald draußen im freien Bett rauchen, oder? Das kann ja wohl wirklich nicht sein. Weil wenn man sich das einmal vorstellt, jetzt kommt ja dann Weihnachten, sitzt man schön beieinander mit der Familie, ein schöner Braten am Tisch, wird gegessen. Jetzt stehst du da als Veganer. Was isst du da? Am Baum? Ich weiß ich nicht. Komisch ist das schon. Es sind aber auch nicht alle gleich, gell? Also es gibt ja so richtig eingefleischte Vegetarier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sagen darf. Eingefleischte Vegetarier. Naja, mir gleich. Und auf der anderen Seite gibt es da noch, da wo es jetzt nicht ganz so genau geht. Also ich habe neulich einen gehört, der hat gesagt, ja, ich bin ja aus Überzeugung bin ich Vegetarier. Außer einmal ein Fisch. Und ab und zu ein bisschen Hühnchen. Hä? Ja, was jetzt? Sag ich vielleicht, ja, ich bin ja überzeugter Antialkoholiker. Naja, einmal einen August und dir mal ein Rischal. Mach ich auch nicht, oder? Totaler Blödsinn. Ja gut, aber so viel dazu. Nachdem ihr ja beim Blasi alle ein bisschen was lernen sollt, deswegen seid ihr ja da, habe ich euch einmal ein paar Gerichte aus der veganen Küche zusammengestellt, da wo ihr sagen werdet, boah, blutige Hühnerhaxen da gibt's ja feine Sachen. Das werden wir mal gleich bestimmt nochmal, vielleicht nicht nachmachen, aber nochmal anschauen. Werd sagen. Ja, mit was fangen wir denn an? Was ist denn das da? Ah ja gut, das ist jetzt eher was für einen Kalmfresser. Das tun wir mal wieder weg. Ja genau, das erste. Da haben wir eine vegane Salami. Ne? Meint man gar nicht, gell? Schaut aus. Das ist von der echten Salami nicht zum Wegkennen. Wahnsinn, was da heutzutage möglich ist, gell? Schneiden wir es einmal auseinander. Ja, auch innen, gell? Fast wie eine Salami. Wenn du riechst, es riecht direkt ein bisschen nach Gurken. Ja, wer es mag, gell? Aber, heilige Technik. So, generell frage ich mich aber schon auch, warum das sie Veganer, sagen wir mal, aus irgendeinem Gewachs, Würstel, Fleisch und den ganzen Zeug nachbauen. Also ich meine, ich gehe auch nicht her und baue mir aus Kalbsbrat einen gemischten Salat nach. Mach ich auch nicht. Ist ja auch Schmarrn, oder? Naja, jetzt gehen wir auf alle Fälle weiter. Ja genau, als nächstes habe ich hergerichtet einen 100% veganen und glutenfreien Cheeseburger. Na? Da sagt's nix mehr, gell? Das ist doch was. Ja, da hast du halt gegessen, oder? Du bist mit Sicherheit satt nachher. Naja, jetzt müssen wir uns auch ein bisschen schicker, weil sonst werden wir das ganze Zeug da weg. So, ja, als nächstes habe ich, für alle, die mehr Hunger haben, ein komplettes Gericht einmal zusammengestellt. Da wird schauen. Und zwar sind es vegane Heringe auf einem Bett aus einem Duett von Neihinger Weiheralgen. Mhm. Da läuft euch das Wasser zusammen, Mai, gell? Ja, apropos. Ihr kennt doch das Gefühl, wenn er ums Wasser im Mai zusammenläuft, gell? Wenn man jetzt sagen wir einem zuschaut, der wo einen Schweinsbraten überschneidet. Und da läuft das Wasser im Mai zusammen. Da frage ich mich dann oft, geht das jetzt Veganer auch so, wenn wir die beim Rasenmann zuschauen? Man weiß es nicht.
Ja, aber ich muss sagen, aufgrund von der Recherche da, ich bin ja mittlerweile jetzt so überzeugt von der veganen Ernährung, ich habe mir jetzt für mich selber auch einfach einmal einen veganen Speiseplan für eine ganze Woche zusammengestellt. Gell? Und zwar 100% vegan, bio, laktosefrei und Vollkorn. Ha, wird's nicht glauben, aber so. Hä? Oh, gell? Da läuft euch das Wasser hektoliterweise im Mai zusammen, oder? Ja. Aber da seht's mal. Da schaut, wie abwechslungsreich vegan sein kann, gell? Ja. Ja, gesunde Ernährung ist oft so einfach. Man möcht's nicht glauben, gell? Ja. So. Ja gut, wenn jetzt natürlich von den Kameraden da, sagen wir mal, ein 5, 6 trinkst, dann kann es halt schon sein, dass du einen richtigen Hunger kriegst, gell? Also ich meine, auf was Gescheites. Problem ist halt, als Veganer hast du jetzt wenig Sachen daheim, die dich da anweiden. Da wenn du jetzt einen Kühlschrank gehst, machst du auf, schaust rein, dann meinst du schaust die Biotonne rein. Ja? Und was tust du dann? Und drum, Weltneuheit gibt's nur bei mir. Blasis fleischiger, geschmackig machen. Haben wir da mal die Version Schinkenwürfel. Gibt's aber auch noch als Rindsgulasch und als Hackfleisch. Mit dem, da machst du jedes vegane Gericht, bringst du da auf Vordermann. Da können wir mal ausprobieren. Ja? Oh, Vater Bampf. Jetzt ist das was Feins, ha? Ja, gibt's wie gesagt nur bei mir ganz was Neues. Liebe Veganer und Vegetarier, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht recht eingeschnappt, gell? Nicht, dass ihr jetzt daheim gleich dann ein Schmollkornbrot braucht. Das ist ja bloß ein Spaß. Sitzt euch hin, schaut euch im Fernsehen irgendwas Veganes an, was weiß ich, die Linsenstraße oder den neuesten Saatort oder, wie heißt denn der eine Film mit dem Tom Hanks, da wo es aber scheint, Lauch, Forrest, Lauch! Was weiß ich, ist ja auch wurscht, gell? Und dann spielt es ein bisschen mit euren Kindern, ja, oder wie sagt man bei euch, mit den Sprösslinge, ja. Und dann, der zeigt nicht ab, wie gesagt, ist ja bloß ein Gaudi, oder? Ja, und bei den anderen hoffe ich, ich habe euch ein bisschen die Angst vor dem veganen Essen nehmen können. Ich nehme jetzt den ganzen Grillzeug da hinaus und lock bei irgendwas Gescheites zum Essen noch. In dem Sinne, Mahlzeit, euer Blasi.